Einmal haben sich Zöllner und andere, die gerade so einen schlechten Ruf hatten, um Jesus versammelt, für ihn zuzulassen. Aber die Pharisäer haben ausgerufen und gesagt, mit solchen Sündern gibt er sich ab und isst sogar noch mit ihnen. Da hat sich Jesus angewendet und gesagt, stellt euch vor, einer von euch hat 100 Schafe und eins verläuft sich. Würde dann nicht die 99 anderen selber zurück auf der Weide lassen, zum Weitergrasen, während er das geht suchen, was verloren ist? Und wenn er es gefunden hat, freut er sich und trägt es auf seine Schultern heim. Daheim ruft er seine Nachbarn und Freunde zusammen und sagt, freut euch mit mir, weil ich habe mein verlorenes Schaf wieder gefunden. Genauso wird bei Gott im Himmel mehr Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, zu Gott umkehrt und ein neues Leben anfängt, als über 99 andere, die gerecht sind und es darum nicht nötig haben. Oder stellt euch vor, eine Frau hat 10 Silberstücke und verliert eins. Wird sie dann nicht eine Lampe anzünden, durch das ganze Haus fegen und in jeder Ecke suchen, bis sie das Geldstück wieder gefunden hat? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, weil ich habe mein Silberstück wieder gefunden. Genauso freuen sich Gottes Engel über einen Sünder, der ein neues Leben anfängt. Und für das Konzept noch ein bisschen genauer zu erklären, hat er ihnen gesagt, einmal war ein Vater, der hatte 2 Söhne. Der Jünger ist zu ihm gekommen und hat gesagt, Vater, gib mir meinen Anteil von deiner Erbschaft, die mir zusteht. Da hat der Vater sein ganzen Besitz unter den 2 Söhnen aufgeteilt. Ein paar Tage später hat der jüngere Sohn seinen Anteil schon in Geld verwandelt und ist weit weg in die Fremde gezogen. Der hat sich ein schönes Leben gemacht und alles Geld verjubelt. Als er kein Geld mehr hatte, ist in diesem Land auch eine grosse Hungersnot ausgebrochen und es ist ihm mega schlecht gegangen. Er hat sich an einen lokalen Bauer gehängt, den er als Säuhirt auf das Feld rausgeschickt. Er hatte so Hunger gehabt, dass sogar das Säufutter gut genug hat ausgesehen für ihn, aber er hat nichts davon bekommen. Als er endlich über seine Situation hat nachgedacht, hat er zu sich gesagt, mein Vater hat so viele Diener und die kommen mehr über, als sie essen können, während ich hier am Verhungern bin. Ich gehe doch zurück zu meinem Vater und sage, Vater, ich bin von Gott und dir schuldig geworden. Ich verdiene es nicht mehr, dein Sohn zu sein. Aber nimm mich doch bitte als einen von deinen Arbeitern auf. Und so ist er zurückgegangen, hey, zu seinem Vater. Und als er ein rechtes Stück von daheim entfernt war, hat er seinen Vater schon gesehen und ist ihm voll Mitleid und Liebe entgegengesprungen. Er hat ihn umarmt und mit Küssen überhäuft. Aber der jüngere Sohn hat gesagt, Vater, ich bin vor Gott und dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater hat seinen Diener gerufen und gesagt, schnell, bringt ihm die schönsten Kleider, steckt ihm einen Ringfinger, legt ihm Schuhe an und dann bringt die Mastkalb und schlachtet es, dass wir feiern und uns freuen, weil mein Sohn ist gestorben gewesen, jetzt lebt er wieder. Er ist verloren gewesen, aber jetzt ist er wieder gefunden. Und so haben sie angefangen zu feiern. Aber der ältere Sohn war noch auf dem Feld am Arbeiten gewesen. Und als er heimkam, hat er die Musik und das Tanzen gehört. Er hat den Diener zu sich gerufen und gefragt, was denn los ist. Der hat zu ihm gesagt, die Brütsch ist wieder heimgekommen. Dein Vater hat das Mastkalb schlachten, dass wir uns freuen können, dass er gesund wieder ist heimgekommen. Aber der ältere Sohn ist mega verrückt worden und hat sich geweigert, ins Haus hineinzugehen. Sein Vater ist rausgekommen und hat ihm gut zugeredet. Aber der Sohn hat gesagt, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für die Krampfen gehabt. Was komme ich dafür rüber? Nie. Hast du mir auch nur einen Geistbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber jetzt, wo der da heimkommt, dein Sohn, der all dein Geld mit Huren hat verklebt, jetzt schlachtest du ihm gerade das Mastkalb. Der Vater hat zu ihm gesagt, mein Sohn, du bist immer bei mir. Dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt haben wir doch müssen feiern und uns freuen, weil die Brütsch ist tot gewesen und er lebt wieder. Er ist verloren gewesen, aber ist jetzt wieder gefunden.